Habe die Ehre beieinander, ich bin's wieder, der Bergerwolfi, der Felscher. Ich habe ja gesagt, dass ich das eine oder andere Gedicht aus meinem Gedichtebuch vorlese, für alle, die jetzt daheim sitzen und nicht ausziehen können, weil wir mir ja eine Ausgangssperre haben. Wir sind in der Woche, keine Ahnung was, es gibt mir viel über eine ganze Ewigkeit, aber ich möchte euch den Tag versüßen. Und zwar, ich habe ja vor einem Jahr ein Buch geschrieben, das heißt Gedichte und Gedichteln für Bayern und Preußen. Und jetzt erfahrt ihr ja, warum für Preußen. Weil ich ein Gedicht gemacht habe, das heißt Bayerisches für den Dr. Groh. Und der Dr. Groh ist eben seines Zeichens einer, der das Bayerische nicht versteht, wie man mir liebevoll sagen nennt, ein Preis. Und für ihn habe ich dieses Gedicht geschrieben und dann habe ich mir gedacht, hey, schau her, er kann es ja nicht lesen, weil er ja eben ein Preis ist. Und somit habe ich das eine oder andere Gedicht in meinem Bücherl ins Hochdeutsche übersetzt. Und das ist das einzige Gedicht, was ich wirklich wortwörtlich übersetze, dass er es versteht. Diese Geschichte heißt Bayerisches über den Dr. Groh. Der Kickerl grad die Glocken leit, ebst es den Dr. Groh gar nicht freit. Drum ist er doch Herzog in unseren Ort, weil's eben da viel leiser ist wie dort. Dort, da meine ich halt die Stadt, wo er schließlich nie seine Ruhe hat. Heut steht er drin im Ordnungsamt und sagt, ja, was soll denn das, verdammt, passt's auf, ich zahl für Drahthaus, Stirn das neue Glander, aber eine Lösung muss her, suchen wir miteinander. Der Bürgermeister hat ein Hirn und lässt sie mit dem Glander schmieren. Der Kickerl war das erste Opfer, mit dem Hackebeil ein kleiner Klopfer, der Kopf herunter, die Federn zupft, nein ins Rohr und mit Gewürz betupft. Bei der Kirchenglocken wird's auch gratter. Lieber Pfarrer, lieber Pater, eine Hand wascht durch andere Hände. Glaubt's mir's, vom Dr. Groh kann man da schöne Spende. Die Geistlichkeit, die Gabe sagt, ab sofort ist unser Glocken offiziell defekt. 3 Tage später besucht der Dr. Groh den Bürgermeister in seinem Büro. Guter Mann, was da herin fehlt, und ich glaube, her das notwendige Geld, war eine Büste, ein Beutel oder eine Statue von dir, lieber Bürgermeister, das wäre doch schön. Die Finanzierung, die darf schon irgendwie gehen. Übrigens, ich hab da nur ein kleines Problem. Der Huberbauer tut mir auf die Nerven sitzen, mit seinem ewigen Odeln ausspritzen. 1 Monat später sieht man eine wunderbare Statue stehen. Der Huberbauer war nie wieder gesehen. Ah ja, die Geschichte hat auch eine Moral. Wenn's deine Ruhe möchtest, nachher zahl. Übrigens, wenn ihr sagt, Mensch, die Gedichte sind ja gar nicht so schlecht, die kann man sich auch daheim mal anschauen. Ich hätte da eben genau dieses Büchlein. Man kann das Büchlein bei mir bestellen, kostet in der Corona-Zeit einfach mal ein 10er plus 1,45 Portokosten, und ich darf mich freuen, wenn ich in die nächsten Wochen ganz viel verkaufen kann von denen. Es kommt natürlich immer wieder mal ein kleines Gedicht, das ist das zweite. Ich hoffe, es geht euch alle gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, der Bergerwolfi, pfiat euch.